Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft mit eurem Schweizer. Und zwar, wie ihr schon im Hintergrund gesehen, bin ich jetzt gerade angegriffen worden. Ich bin nur schnell aufs WC und habe gedacht, ich nehme jetzt gerade nochmal eine Folge auf. Und irgendwie hat er mich fast umgebracht. Jetzt habe ich gerade noch Glück gehabt, dass ich überlebt habe, plus minus. Aber ich würde sagen, wir sind also mitten in einer Quest stehen geblieben. Und ich habe ja schon angekündigt, ich würde eigentlich gerne mal ein Dungeon mit euch machen. Und daher tue ich mich jetzt da malen. Zack, zack. Gruppe finden. In die Warteschlange vom Dungeon. Und dann warten wir mal ab. Wie lange sollte denn die Warteschlange sein? Zeig mir mal. Warteschlange weniger als 1 Minute. Dann schauen wir uns das Ganze mal noch an. Ich versuche in dieser Zeit einfach mal weiterhin unsere Quests zu erledigen. Und zwar sind wir da so Kristall, die wir auseinandernehmen müssen. Also deaktivieren. Oh, Entschuldigung. Voilà. So, Entschuldigung. Das passiert halt, wenn man Raucher ist. Die Stimme versagt immer wieder mal gerne ab. Müssen wir aber gerade mal schauen, weil wir haben jetzt alle 3 schon erledigt. Okay, nice. Dann würde ich sagen, wir machen uns in dem Fall mal auf den Weg zurück, um ihr die Quest können abgeben. Wir haben dann nochmal zusätzlich ein paar Quests erhalten. Lecco mio. Wir haben da aber noch einiges, aber die Frage ist jetzt, warum ich jetzt nicht zuerst die Quest hier hinten abgeben. Ich gehe in dem Fall doch zuerst lieber die Quest hier hinten abgeben, weil die am weitesten weg von uns allen ist. Oder irgendwie einen Fluch bekommen. Oh Mann, muss ich euch jetzt wirklich auseinandernehmen? Ich wollte es gerade sagen. Und da kommt schon der nächste. Und nochmal der nächste. So, dann können wir da unseren coolen Trank mal einsetzen. So, dann haben wir da den noch. Der hat mich jetzt einfach unbedingt töten. Der ist die ganze Zeit mir nachgerannt, obwohl meine Falkendrachen ziemlich gut dran gewesen wären. So, dann machen wir das hier. Heilen einmal. Dann brauche ich da aber ganz kurz noch ein kleines Häppchen, um unser Leben wieder auffüllen. Und dann warten wir mal ganz kurz. Kann ich aber da mal schauen, wo die Quest sich befinden. Also es sollte irgendwo da unten sein. Einmal den Weg entlang abwärts. Nein, bei dem Mond zu sollte das eigentlich sein. Wir haben jetzt nicht allzu viel Leben, weil da unser Äpfel jetzt nicht gerade wirklich das beste Essen ist, das wir gerade mit dabei hätten. Aber ich würde sagen, wir machen uns so ganz schleichend am Rand entlang da abwärts, dass ich nicht so viel gegen die Pets muss kämpfen. Da hat es aber einen grossen blauen noch. Da haben wir noch einen... Muss man in dem Fall doch da noch ganz kurz ein bisschen den Weg frei kämpfen, bevor ich mich auf den Weg dafür machen kann. Oh Mann, oh Mann! So, da vorne haben wir noch einen Manowurm. Ich versuche da eigentlich so richtig da dran vorbeischleichen. Oh, da greift uns gerade wieder etwas an. Jetzt sehe ich da eben Gleiter angerollt, das ist gerade gut, sind sie nicht auf mich. So, da könnte man aber nochmal 4 Heilen einsetzen, damit du dich auch... Ach, lass mich da jetzt wieder rauf. Nur weil ich meine Gegenstände, die einsammeln und da greifen auch schon die nächsten 2 an. Oh Mann, oh Mann! Dadurch studiere ich jetzt gar nichts. Das könnte ja jetzt eigentlich gut möglich sein, dass man sogar... So. Zack, zack. Dass wir jetzt den Gegenstand von oben auch mit eingesammelt bekommen. Nein, doch nicht. Ja, schade, dann lassen wir jetzt den einfach mal links liegen. Geben mal die Quest ab und wundert mich was... Genau, weil jetzt haben wir nämlich gedacht, wahrscheinlich gibt er uns nämlich die Aufgabe, Manowürmer ja Geister zu töten. Dann nehmen wir mal ganz kurz die Quest an. Wie wir jetzt schon gehört haben, sind wir parat fürs Dungeon. Wie wir da also sehen, 3 Leute, die Damage machen. Einer, der mehr antankt und einer, der mehr auf Heilig ist. Also einer, der schaut, dass wir nicht sterben und der Tank nicht stirbt. Und einer, der das komplette Schaden tut eigentlich anspammen. Mich wundert jetzt auch, wie das jetzt rauskommt mit unseren Drachenvolk. Davon haben wir sogar noch ein paar Quests zum Annehmen. So, und wir befinden uns im allerersten Dungeon. Ziemlich nice, aber dann nehme ich da jetzt wirklich gerade mal noch alle unsere Quests an. Die können wir natürlich auch gut gebrauchen. Jetzt sehen wir hier auf der Seite, das sind jetzt unsere Teammitglieder, das ist unser Tank, unser ADD und so weiter. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd gemacht da. So. Sind ihr ready? Okay, sie sind ready. Ich habe auch alle Quests angenommen. Versuchen wir da jetzt eigentlich blöd gesagt
alle Monster im Dungeon das 5. besiegen. Wieso? Was ist denn mit euch los? Ich habe kein Ziel. So, la. Okay, da haben wir alles angenommen, alles gelootet. Das Team macht sich langsam auf den Weg führen. Wir haben mit dabei einen Hexenmeister. Als Tank haben wir einen Blutelf Paladin. Das sind eigentlich immer die besten... Oh, ich sollte eigentlich mit angreifen. Oh Mann, oh Mann. Das sind eigentlich in meinen Augen ein paar von den besten Tanks, die es gibt. Und als Heiler haben wir mit dabei einen Blutelf Mönch. Ich habe gar nicht gewusst, dass Mönch Heiler spielen können. Das finde ich jetzt aber auch gerade noch ziemlich speziell. Oh, scheiße. Jetzt habe ich uns wieder den falschen zuerst angegriffen. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, unser Drachenvolk übernimmt das. Nice, also Paladin macht das eigentlich nicht mal so schlecht. So, voilà. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Dungeon geht oder ob sich da auch etwas verändert hat. Barbo da vorne. Paladin tankt an. Okay, ich warte noch einen kurzen Moment, dass ich da nicht wirklich... So, voilà, dann müssen wir die Biester jetzt auch mal noch aus dem Weg räumen. Dungeons sind jetzt halt im Großen und Ganzen nicht allzu spannend eigentlich, außer dass wir da jetzt die ganze Zeit in der Gruppe versuchen, Monster zu töten bis zu einem Bosskampf. Und während einem Bosskampf dann müssen wir schauen, dass wir das 5. den Boss besiegen können. Der da vorne bringt mir noch irgendeine Quest. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass wir noch gute Gegenstände finden, Rüstung etc. Besonders mal den Kopf und die Schultern, weil das besitzen wir ja nicht. So. Da geht langsam unser Fokus zu neigen. Unser Drachenvolk ist da gut mit am Überleben. Das sollte ich auch noch ein bisschen im Auge behalten. Nice, das sollten gerade alle gewesen sein. Dann sammeln wir da gerade mal noch ein. Zack, ein Questgegenstand haben wir gerade mal noch eingesammelt. Nice. Ich habe kein Ziel. Ach, ich tue nicht mehr das falsche Zeug ins Visier nehmen. Ich muss dann auch mal schauen, ob wir das nachher anders machen. Da hinten wartet, glaube ich, schon mal der erste Boss auf uns. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nice, das haben wir gut mal gemacht. So, jetzt warten wir da auf unseren Tank. Ah, der will da zuerst noch den kleinen wegräumen. Machen wir das mal noch ganz kurz und nachher machen wir uns langsam richtig Bosskampf. Der da hinten hat, dann sieht man auch schon über 11.000 Leben, also ist dann schon eine kleine Herausforderung. Aber ich denke, wir sollten das eigentlich gut anbekommen. Wir halten uns natürlich ein bisschen auf Abstand, damit wir nicht da ins Visier kommen vom Boss, sondern seiner Spezialfähigkeit. Da sehen wir am Tank, sein Leben geht drastisch runter. Jetzt hoffe ich, dass der Heiler... Also Mönch heilen tut ja noch recht. Der Schweiz und beginnt... Ja, von mir aus. Dann kannst du uns ins Visier nehmen, das interessiert mich nicht so wirklich. So, die Hälfte vom Leben von dem Boss haben wir auch schon mal erledigt. Alle haben noch genug Leben auf Vorrat. Ich muss mich wirklich wieder mehr an die Steuerung gewöhnen und hoffe, dass endlich mal die Kamera fängt umzuswitchen. So, den Boss sollten wir eigentlich mal langsam erledigt haben. Come on! Weil vom Leben her und von den Dings her, wir haben einfach ein bisschen wenig Damage. Das könnte natürlich auch an mir liegen, da ich noch nicht gut ausgerüstet bin. Und den DPS-Dings habe ich natürlich jetzt auch gerade momentan nicht. Wir haben einen Gegenstand bekommen. Oder auch nicht. Oh Mann. Ich freue mich eigentlich drauf, oder wäre froh darum, wenn wir jetzt einmal ein bisschen Rüstung zusammenfinden würden. Nice. So, da haben wir den dritten verderbten Eisane auch noch eingesammelt. Das finde ich halt auch noch cool, dass man während einem Dungeon natürlich auch noch Quests hat, die man erledigen kann. Das macht sogar noch Schaden, das kenne ich gar nicht. Das haben sie, glaube ich, neu mit eingebaut. So, Nummer 1 haben wir weggeräumt von diesen Lölis. Jetzt frage ich mich aber gerade im Großen und Ganzen, wie viele Bösse es da gibt. So, die Aufgabe abgeschlossen. 7 Bösse haben wir noch, die müssen wir auch noch erledigen. Was ist jetzt passiert? So, come on!
Können wir dann natürlich auch mal unsere Viererfähigkeit ausprobieren, aber die sagt mir jetzt momentan nicht zu. Klar, es ist ein Mehrfachschuss, der auf alle drauf schießt, aber gleichzeitig muss ich sagen, er macht am wenigsten Schaden von allen. Etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. So, la. Machen wir uns ganz langsam auf den Weg zu dem zweiten. Also die eine Quest haben wir schon mal erledigt da drin. Jetzt fragen wir. Dann haben wir noch eine Quest. Also wir haben da 4 Böse im Gesamten, die wir eigentlich müssen besiegen müssen. So, und da sind wir schon Stufe 18. Ein Ziel. Wir haben Eiskälte voll bekommen. Eine neue Fähigkeit. Können wir uns ja gerade mal noch kurz anschauen. Schleudere einen Frostfall an den Zielort, die den ersten in der Nähe den Gegner 1 Minute lang handlungsfähig macht. Erlittenen Schaden beenden. Effekt maximal ein Ziel. Die Falle bleibt 1 Minute lang bestehen. Okay, alles klar. Dann haben wir dann natürlich noch GZ. Ich brauche Wir sind anständige Spieler. Wir schreiben unseren Mitspielern als Dankeschön, wenn sie das Level etwas anvisieren. abbekommen haben. Ist doch nichts Besonderes. Ja, ich finde schon. Also mir macht jedes Level, wo ich da aufwärts komme, schon ziemlich Spaß, muss ich sagen. Also entweder hat man ja Spaß am Leveln oder man lässt es gerade bleiben. So. Ich weiss nicht, wie ich die Fähigkeit da muss einsetzen muss. Ah, ich könnte jetzt einfach da ansetzen. Ah, er ist immun gegen das. Das ist in dem Fall auch gerade der nächste Boss und ich schnall das nicht einmal. 9000 Leben, aber das sollte mir gut machbar sein. Ich muss sagen, wir haben ein gutes Team, also besonders der Heiler wie auch der Tank machen sie ihre Rolle ziemlich gut. Also es gibt dann eben Tanks, die gar nicht brauchbar sind, die einfach keine Ahnung haben davon. Und dann greifen eigentlich die Mobs auch alle miteinander an. Nice, dann haben wir das auch mal erledigt, aber wir haben jetzt nichts bekommen wieder. Schade, schade. Schade, schade. Ah, da hinten ist einer top von uns. Nein, Begleiter vom Drachenvolken. Ah, das ist unser Drachenvolken. Und tun wir den ganz kurz mal schnell wiederbeleben. So, machen wir uns auf dem Weg weiter. Ich bleibe immer schön hinten dran, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich da unkonzentriert würde nicht aufpassen, dass mich da... Ah, Mann. So. Dann lassen wir unsere Drachenvolken natürlich gerade mit ins Spiel gehen. Ich brauche ein Ziel. Ich finde aber immer noch schade, dass man jetzt halt nur ein Drachenvolk hier anzeigt. Ich muss jetzt nachher so schnell mal ganz kurz nachschauen, ob ich das anbringe, dass ich da noch einen zweiten Begleiterbalken habe oder bekomme. Wo wir dann können beide Begleiter beobachten, ob sie noch am Leben sind oder nicht. So, jetzt könnte ich das da mal da ausprobieren. Jawohl. Aber das ist jetzt wirklich, glaube ich, eher zum den Mönöckli gefangen, wenn sie uns ihnen anrennen. Das muss man dann halt auch noch ein bisschen mehr gewöhnen. Aber es kommt schon, es kommt schon. So, 2 Bosse haben wir schon mal erledigt in dem Dungeon. Ich brauche ein Ziel. Ja, hoppla Schorsch. Das ist aber ziemlich gut gelaufen, hä? So, einmal immer unseren Tank hinein an. So. Ah komm, wir übernehmen gerade den da. So, dann geben wir noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit unseren Drachenvolken. Dann gehen wir mal zum nächsten über. Oh Mann, oh Mann, ich habe es mir auf ein bisschen epischer vorgestellt. Also ich habe es auch epischer im Kopf gehabt noch früher. Ich weiss jetzt nicht, ob das allzu spannend ist, mir da zuzuschauen, wenn ich das Dungeon bestreite mit ein paar Leuten. Aber ich denke, im Verlauf der Zeit wird das auch immer spannender, weil dann wird es auch schwieriger werden. Also das Dungeon ist jetzt ziemlich leicht, also sind wir leicht unterwegs. Ich muss jetzt da, glaube ich, eher mal aussen dran stehen, bis da unser Paladin das anhängt. Okay. Wir rennen plötzlich da davon. Why not? Why not? Wieso hat er denn jetzt den angegriffen? So eine Nudel. Ganz ehrlich. Dann machen wir in dem Fall doch zuerst die da noch. So la. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Sind wir jetzt auf dem Weg zum Mana-Wurm, oder nicht? Oder was? Zu dem komischen Wurm, zum ihn besiegen? Sieht gar nicht danach aus, okay. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
Alles klar, dann machen wir doch da noch die kleine Gruppe da unterwegs. Okay, da schreibt irgendjemand warum. Ich habe kein Ziel. Ich komme aber nicht ganz genau draus. Ich kenne mich eh nicht so gut aus in dem Dungeon. Ich mache es jetzt wirklich gerade schon seit Ewigkeiten zum ersten Mal. Also wenn es ein Fehler von meiner Seite wäre, tut mir leid. Ich brauche ein Ziel. So, dann nehmen wir den da. Ich habe kein Ziel. Nice, aber wir haben sogar auf Video noch aufgenommen. Der Tank hat ihn zuerst angegriffen, der Manenwurm. Und daher ist uns das eigentlich ziemlich egal. Aber da taucht er auch wieder auf, also ich muss mir doch keine Sorgen machen, dass der da... So, dann geben wir da noch ein bisschen Angriffsspeed. Machen wir uns noch ein bisschen aus dem Weg. Und mit diesen Knöpfen sollte ich eigentlich so können hin und her laufen. Jawohl! Oh Mann, man lernt ja immer dazu, hä? So, er ist verschwunden. Ah, auf die andere Seite, okay. So, das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Auch da sieht das nicht so riskant aus. Doch, der Paladin kommt noch einiges an Schaden über. Also jetzt wundert es mich, ob er das schafft ausheilen, der Mönch. Aber es sieht ganz danach aus, als wäre der Mönch wirklich ein ziemlich guter Heiler. Das hätte ich natürlich jetzt nicht erwartet oder gedacht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, la. Ich brauche ein Ziel. Nice, Nagma wurde besiegt. Kommen wir dafür noch einen Gegenstand über. Platte bringt uns natürlich auch nichts, aber wir haben bis jetzt, glaube ich, noch gar nichts bekommen an Gegenständen. In dem Dungeon. Ziemlich schade eigentlich. Ich habe gehofft, dass wir wenigstens einen blauen Gegenstand oder einen grünen Gegenstand, vielleicht Schulter oder Kopf oder irgendetwas in die Richtung würden bekommen. Aber es sieht ganz danach aus, als wäre das nicht der Fall. Und ich merke immer mehr, wie schlecht ich in dem Spiel geworden bin. Aber es baut sich, glaube ich, ja mit der Zeit und langsam wieder auf. Okay. Ich kann auch so viel Wichtel beschwören. Ich finde das noch ziemlich cool. Hätte ich das nur gewusst. Ich habe kein Ziel. Aber ich muss sagen, der Jäger im Allgemeinen Ich muss mega zuerst Spaßkanone. etwas Ich kann ihn irgendwie auch nicht anvisieren, wenn ihr da alle so vorne drum steht. Das sollte eigentlich in dem Fall der letzte Boss sein. Sieht ganz danach aus, als würde sich da einfach reinstürzen. Dann machen wir doch da auch gerade mal noch mit. Stehen da hinten an, geben unseren Drachenvolk noch ein bisschen Angriffsspeed natürlich. So. Ich habe kein Ziel. Doch, ich bin doch da avisiert. Ich muss das noch umstellen, da mit der Zielvisierung und so, dass man das automatisch gegen einen Gegner anvisiert und so. Das sollte ja so bestimmte Fähigkeiten sicher noch geben oder Einstellungen. Aber es sollte ja eigentlich auch nur eine Sache von den Einstellungen sein. Lavawache Gorodot, also langsam neigt sich das Leben zu Ende. Jetzt müssen wir aber langsam schauen, also Paladin ist da ziemlich scheiter dran. Ne? So, unsere Drachenvolker machen da saubere Arbeit. Ich behaupte mal, wir sind da ziemlich gut mit dabei. Ich muss mir unbedingt noch das Add-on abladen. Voila! Dungeon erledigt. Nice Sache, schauen wir mal nach. Wir haben etwas bekommen. Eine Kette, Handschuhe, ziemlich nice. Sie sind 5 beweglich, 7 Ausdauer, 3 Tempo und Vielseitigkeit. Ich würde sagen, das rüsten wir doch gerade mal aus. Da hinten haben wir noch die Quests zum Abgeben von uns. Die sollten wir ja alle eigentlich erledigt haben beim ersten Mal durchlaufen. Dann sollten wir vielleicht sogar nochmal ein Level abschaffen. Quest beenden, Quest beenden. Und da hinten haben wir noch Quest zum Beenden. Und dann hat sich das Dungeon eigentlich im Großen und Ganzen schon erledigt. Das heisst für uns, wir können jetzt da Instant-Gruppe verlassen drücken. Und dann sollten wir automatisch wieder raus teleportiert werden, um unsere Quests weitermachen. Ich würde sagen, 1 Dungeon pro Folge lange, ja. Also wir sind jetzt wieder da gelandet. Sind wir nicht immer an einem anderen Ort gewesen? Hä? Nein, wir sind wirklich gerade da gewesen, genau, wir sind kurz davor gewesen. Ein paar von diesen Berserkern. Nein, das da oben. Wo sind wir jetzt da? Welche Quest müssen wir denn da machen? Ah, Marschlangen. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Nummer 1, aber ich finde es noch... Ah, das ist ganz da unten. Mana-Schlangen getötet und Ätherbestie getötet. Bedeutungsweise, wir sind da gerade am Abfarmen gewesen, was wir brauchen für unsere Quest. Dann machen wir doch da einfach mal gerade schön gediegen und normal weiter. Und wir haben noch ein super Ausrüstungsteil bekommen. Da kann ich mich natürlich auch nicht beklagen. Genug XP, dank dem Dungeon. Ich weiss, es war jetzt nicht wirklich allzu spannend gewesen, aber muss auch mal sein. So.
Jodeliti, 2 von denen haben wir schon. Ich bin außer Reichweite. Oh, dann gehen wir lieber da oben, weil da unten hat sich recht viel aufs Mal versammelt. So, wir machen auch einiges an mehr Schaden, merke ich gerade so. Es fehlen uns auch nur noch 2 Level, bis wir mal anfangen können reiten. Dann sind wir auch schon einiges schneller wieder unterwegs. So, dem Löli geben wir es jetzt. Da kommt schon der nächste Jäger, der da auch am Abfarmen ist. Findet sich da unten auch ein paar von denen? Nein, das ist wirklich in dem Bereich rein. Oh, jetzt haben wir gerade den gleichen avisiert. Oh Mann, oh Mann. Ja, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Dann kommen wir beide wenigstens einen Teil von unserer Quest erfüllt über. Einfach mit drauf schiessen, come on! Nice. Da haben wir nochmal so eine... Ich brauche eher noch mehr von diesen Mana-Dingen. Schlage ich dich einmal da hinten machen. Da haben wir noch das Kaninchen. Nein, gegen dich können wir nicht kämpfen, dich können wir nur runterschiessen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, dann haben wir da oben gerade den nächsten. Ich brauche ein Ziel. So, voilà, da haben wir gerade nochmal den nächsten. Voilà, da haben wir gerade alles eingesammelt. Da haben wir nochmal so einen Mana. Jetzt müssen wir nur noch Mana-Schlangen einsammeln. Machen wir das doch. Also der Biss da muss ich ganz ehrlich sagen, der macht zurzeit am meisten Schaden und wirklich gröberen Schaden. Also ich glaube, dass mit den Begleitern, wie ich das würde gerne machen, also ich mehr auf Begleiter gehe, kommt ziemlich gut, mir gefällt es mega. Also mich wundert es, also wenn wir noch einen dritten Begleiter dazu bekommen, dann gehe ich vom Stuhl. Dann gehe ich vom Stuhl und jodle erst recht eins vom Balkon raus, damit alle wissen, was jetzt passiert ist. Und das wäre jetzt auch schon der letzte Mana-Wurm gewesen. Dann geben wir doch unsere Quest schön gemütlich ab und schauen mal nach, wo es uns als nächstes hinverschlägt. Und zwar irgendwie da rauf zu deaktivieren des Turms, das haben wir ja auch erledigt. Wir haben einfach hauptsächlich wirklich momentan alles so Löli-Quests, die nicht wirklich herausfordernd oder schwierig sind. Aber wir kommen ja ganz langsam in Stücken voran. Ich meine, Level 18 haben wir ja auch schon erreicht. Daher Quest abgeben! Und wir kommen direkt zu Stufe 19. Wenn wir schon davon reden, fehlt uns jetzt auch nur noch eine. Ich bin schon ziemlich aufgeregt davon. Also wie gesagt, für mich ist Level immer noch 1A lustig. Ich weiss jetzt nicht, was der im Dungeon hat. Der hat jetzt gefunden, das ist doch nichts Besonderes, ein Level abbekommen. Doch, eben schon. Wir sind da am Leveln, wir leben das, wir lieben es. Nein, nur Spaß. Spaß am Rande. So, dann machen wir uns da auf dem Weg auf. Jetzt hoffe ich, da auf dem Weg greifen sie uns nicht allzu sehr an. Doch, da hinten greift mich schon einer an. Ich höre das schon. Sogar 2 Stück gerade. So, dann haben wir das auch gut erledigt. Dann haben wir da das Mana-Zeug noch mit. Die können wir ja noch alle nicht enthüpten. Oh Mann, auf dem Weg da gibt es ja auch so wieder hunderte Monster, die mich da wieder angreifen wollen. Ich setze mal Tierheilige ein, damit er sich aufleveln kann. Begleiter hat gerade niemand im Ziel. Ich würde sagen, ich schleiche mich da einfach mal durch, Richtung aufwärts. Wir haben da okay. Was haben wir jetzt bekommen? Zeichen der Pfote im Haus der Kampf erhält der Erfahrung um 200% erhöht. Also eigentlich müssten wir schauen, dass wir da mehr Haustiersachen machen. Oh, da hinten hat es eine Schlange. Und da hat es keine mehr. So, dann geben wir mal die Quest ab. Hast du gerade nochmal eine für uns? Kehrt zum Magister Nachtschimmer bei der Zuflucht der Welterwanderer im Immersangwald zurück. Was bedeutet, da hinten haben wir in dem Fall alles erledigt gehabt. Jetzt machen wir uns wieder zu einem kleinen Dörfli da vorne unterwegs. Dort haben wir jetzt auch schon wieder, ich glaube, 2 oder 3 Quests, die wir abgeben können. 2 Quests. Könnte sogar noch möglich sein, dass wir es schaffen, in dieser Folge noch auf Level 20 zu kommen. Das heisst, ab nächster Folge könnten wir dann anfangen umreiten. Dann geht alles schon einiges schneller. Und ich kann meine Reittiere brauchen. Auf das freue ich mich schon am meisten. Und dann können wir ja mal schauen, was für neue Reittiere es eigentlich sowieso gegeben hat hier in World of Warcraft. Und ob wir irgendwo sogar noch spezielle andere bekommen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, welche wir dann brauchen wollen. Ja, das ist das Falsche. Doch, das wäre das Richtige gewesen. Reittiere. Da wären all meine Reittiere drin, aber die können wir halt jetzt zur Zeit halt noch nicht alle brauchen. Lassen wir halt mal noch so stehen, schauen wir es uns lieber an, wenn wir sie dann verwenden können. Dann muss ich glaube sowieso irgendwo noch einen Reittierlehrer finden, wo ich dann noch genug Gold zahlen muss. Ich weiss nicht mal, ob unser Gold lang. Wir haben bis jetzt 1 Gold. Ich weiss nicht, wie viel das kostet. Ich habe gemeint, das kostet sogar 5 oder 10 Gold. Es könnte ein bisschen knifflig werden, ob wir das überhaupt anbringen von unserem Gold her. Aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Wir müssen dann sowieso nochmal zurück, glaube ich, auf Silbermond, wenn wir das erledigen wollen. Ich glaube, der befindet sich in dem Fall oben dran, nicht da unten dran.
Ich sehe ihn da gerade momentan so nirgends. Steht da oben drinnen. Also wenn ihr da irgendwo ein Fragezeichen über dem Kopf seht, einfach einmal laut schreien, ich höre es durch mein Fenster durch, ja, da oben ist. Okay. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. Gerade beide Quests bei dir zum Abgeben. Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt muss ich die anderen noch suchen. So, Quest abgeben. Nice, dann haben wir die 2 Quests auch schon erfüllt. Wir haben da ja noch 2 Quests weitere, die wir eigentlich abgeben müssen. Aber ich würde sagen, das hat sich ja gerade so gut gelohnt. Wir sind nämlich kurz vor Level 20. Noch 10.000 XP fehlen uns. Darum würde ich sagen, wir machen uns entweder auf... Ja, das ist eine gute Frage. Machen wir uns jetzt auf zum Kreaturen zerstören oder machen wir uns jetzt lieber auf den Weg zum... Ich würde sagen, wir machen das auf den Weg zur Nummer 2. Dort ist schon beides ein bisschen vertreten. Dann tun wir uns da ganz langsam da überschleichen, einmal durch den Wald durch und schauen nach, was wir da so finden. Was ich eigentlich auch noch machen wollte, ist aber noch herausfinden, wie ich einen von denen los will, von diesen Drachenvolken, um vielleicht lieber noch ein Bachkatzenjüngs mitnehmen, dass wir vielleicht 2 verschiedene Arten von Tieren haben, die für uns kämpfen würden. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo wir mit der Zeit sehen. Hier haben wir wieder so eine komische Kröte. Was ist da drinnen? Ein Fischschwarm! Kein Fischschwarm mehr! So. Schwimmen können wir ja sowieso wie der Weltmeister. Unsere Drachenvolken könnten eigentlich drüber fliegen, aber sie schwimmen gerade mit uns mit. So, wo ist denn das? Einmal da geradeaus durch. Zählst du denn auch schon dazu? Nein, du zählst nicht dazu. Dann umgehe ich dich, wenn das geht, so plus minus. Ja, wird schwierig. Komm, dann nehmen wir dich noch ganz kurz schnell auseinander. Nice! So, noch ein bisschen Kupfer zum mit und auf dem Weg mitnehmen. Ich muss mir da in dem Fall den Weg freikämpfen dort drüber. Gut, da hat es ja eh einen Berg, wo uns im Weg steht. Dann ist eher die Frage, ob wir um den Berg herum versuchen zu laufen. Einmal so, jawohl. Das hat gut geklappt. Du bist gerade so weit weg, das heisst für mich, ich kann mich vielleicht sogar da durchschleichen. Behalte ich aber trotzdem im Visier. Oh nein, da hinten versteckt sich einer. Ah! Nein! Jetzt könnte ich das da ansetzen. Oh, da hinten mir ist auch gerade wieder einer. Oh Mann, oh Mann. Gerade 3 aufs Mal. Jetzt mal schauen, ob wir das schaffen, überleben. Ich versuche da meine Drachenfalken lieber auf D drauf zu holen. So, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen stehen bleiben. Jetzt sind da Verwirrung drauf. Dann kann ich mich da einmal hinterher jumpen. Jawohl! Funktioniert ganz gut. Oh Mann, jetzt hat mich gerade wieder einer ins Visier genommen. Das ist gerade ziemlich mühsam. Das ist jetzt der einzige Nachteil, den ich ein bisschen finde an Jäger, der mich jetzt wieder ein bisschen stört. Wenn ich das ganz ehrlich sage, und zwar, dass ich muss immer ein bisschen in Bewegung bleiben, aber mich in dieser Zeit andere Kreaturen auch noch anvisieren können. Aber wir haben wenigstens noch einen guten Loot bekommen, ein bisschen. Aber das heisst für mich, ich sollte mich ganz kurz heilen, bevor ich versuche, da weiter auf den Weg zu gehen. Wir besitzen halt momentan nur Äpfel zum Essen. Unsere Begleiter haben auch schon ziemlich etwas abbekommen, denen gebe ich natürlich auch noch ganz kurz etwas. Wir haben noch 11 Sekunden, wo wir den Apfel schön gemütlich verspeisen können. Bringt uns halt auch nicht allzu viel. 94 Gesundheit, aber besser als gar nichts. So, dann machen wir da mal noch Tierheilung drin. Und dann hoffe ich, dass das sollte lange zum da uns durchschlagen. Heilt uns ja von alleine ein bisschen auf. Halt recht langsam, aber es geht vorwärts. So, da sollten wir uns eigentlich gut durchschlagen. Ich wollte jetzt nicht wieder, dass mich da 4 aufs Mal angreifen, weil ich weiß nicht, ob ich das noch das zweite Mal überleben würde. Daher ignorieren wir sie, glaube ich, mal. Und es sieht eigentlich ziemlich gut aus, als würden sie da uns nicht verfolgen. Da vorne wäre auch schon unsere Quest. Haben die denn mit denen zu tun gehabt? Nein, nicht wirklich, oder? Nein, die sind in dem Dorf rein. 5 Berserker und 5 Axtwerfer müssen wir in dem Dorf vernichten. Also vernichten. Tönt so hart. Tönt mega assi. Da haben wir, glaube ich, schon mal einen Axtwerfer von der Amani. Jawohl. Nice, den ersten haben wir schon mal erledigt. Aber an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstecke mich jetzt da mal irgendwie zwischen den Bäumen. Das funktioniert. Nicht, dass mich da wieder irgendein Charakter... Gebüsch. Nein, so funktioniert das nicht. Dann sitze ich mich so an. Dann sieht das ja noch einigermaßen okay aus. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir haben das Dungeon gemacht, wir haben einiges erlebt. Ihr dürft wieder mit dem dummen Gelaber zuhören, wie jede Folge. Ich löhle ich. So, nein, ich danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Und schaut in der nächsten Folge wieder rein, wenn es heisst, eine kleine Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten und ciao!